habe derer beieinander. Ich habe in den letzten Wochen schon das eine oder andere Gedicht vorgelesen aus meinem Buch Gedichteln und Gedichte für Bayern und Preußen. Und auch heute werde ich wieder ein kleines Gedichtel vorlesen. Kann man natürlich käuflich erwerben, kostet 10 Euro zuzüglich Versand. Das Gedicht, was ich vorlese, heißt Borisches über den Franzi. Die Männer von Franzis Familie waren Metzger schon seit 100 Jahren. Das Ansteher, das haben sie in die Gene. Auch vom Ausschau waren sie ganz so schöne. Das kann man glauben oder nicht. Körperform, das Gewicht, das Gesicht. Der Franzi hat ein Problem, er traut es gar nicht sagen. Sein Papp, der werden aus sie jung. Die richtigen Worte er fast nicht finden kann. Papa, ich ernähre mich jetzt bloß nur vegan. Die Fackel, die mir ja so leid. Sein Papp sagt, jetzt ist soweit. Unser Bur, das ist ein Narr, der Depp war immer schon ein wenig sonderbar. Jetzt ist schon wurscht, denkt sich der Bur. Es gab nur eine Neuigkeit dazu. Der Doktorsbur und ich sind wir generell, also jetzt beieinander, also homosexuell. Der Papp steht da. Die Atmung wird kurz in seinem weißen Metzgerschurz. Mit dem Schuhsauberrad in seiner Hand sagt er, das ist ja allerhand. Alter, du bist schuld. Die Mutter meint, das ist nicht so wild. Am Montag fahren wir zum Doktor, das macht einen Sinn. Da gibt's gewiss irgendeine Medizin. Der Papp schreit, was dort Leute sagen, das möchte ich wissen. Ja, Bur, haben's dir ins Hirn eingeschissen. Schau, dass du weiterkommst, schimpft er dazu. Du bist ab heute nimmer mein Bur. Dass du schwul bist, das ist doch mir egal, aber mein Bur ein Veganer, das ist ja fatal. Zwecks seiner Fleischlosigkeit, und das hätte sich der Franzi nie denkt, hat sich sein Papp vor lauter Scham in der Kühlung erhängt. Der Franzi erbt, die Geschichte ist aus, Metzgerei gibt's nimmer, da wird jetzt ein Biolohn draus.